Leute, ich habe mich so riesig gefreut hier auf diesen Tag heute, auf diese ganze Konferenz. Und weil in meinem Leben hat es im Endeffekt an so einer Konferenz alles angefangen. Ich bin selber christlich aufgewachsen, sind wahrscheinlich einige auch hier in dem Raum. Und ich bin immer so mit in die Kirche gegangen, hatte schon auch so einen Bezug zum Glauben und ich wollte auch immer glauben und ich wollte immer beten, ich wollte immer Menschen zu Jesus führen und so weiter, aber es war wie nicht lebendig in meinem Leben. Es war wie wenn ich teilweise so gegen die Wand bete oder dass wenn ich habe einfach keinen Zugang richtig zu Gott gefunden. Und ich bin dann auch zu allen möglichen Konferenzen und hier und da und auch trotzdem Bibel gelesen und trotzdem in der Kirche gewesen, aber es ist einfach wie nicht durchgebrochen, sondern wie so ein Vorhang vom inneren Auge. Und dann war ich mit 16 Jahren auf einer christlichen Jugendkonferenz und dort an einem Abend und das war so besonders, weil wirklich in einem Moment war es wie wenn so der Vorhang fallen würde vor meinen inneren Augen und dass plötzlich alles, was ich vorher so mir gewünscht habe, dass ich Gott erleben würde, spüren würde, wie wahrnehmen würde, ist plötzlich aufgebrochen. Und in dem Moment war das auch wie in meinem Leben so eine innere Stimme, die gesagt hat, hey David, und wenn du mal größer bist, wirst du auch sein wie dieser Prediger dort vorne und auch predigen und Leuten von mir erzählen. Und es ist dort in dem Moment, ist wie so diese Berufung in meinem Leben, wie so dieser Wunsch danach, diese Berufung in meinem Leben wie aktiv geworden. Und das ist was, ich glaube, es ist mega besonders, was Gott an solchen Orten wie hier macht, weil da sind wir mal rausgenommen aus allem anderen. Ich glaube auch, dass Gott teilweise nutzt solche große wirklich auch solche große Orte, so eine Atmosphäre, wo Glaube da ist, wo wir Erwartungen da sind, weil Gott begegnet ganz häufig unsere Erwartungen. Gott begegnet heute Abend auch deine Erwartungen. Und ich glaube auch, und das ist was, wo ich so Erwartungen habe, auch für heute Abend, ist, dass genau heute Morgen, es ist so dunkel hier, zwei Dinge wirklich auch in deinem Leben so ein Erweckungsmoment sein wird heute. Und das andere auch, dass Gott auch einen Berufungsmoment haben wird für einige hier. Und da spüre ich ganz, ganz stark drauf, dass wirklich da, wenn in deinem Leben, wenn du merkst, da ist eigentlich Sehnsucht da, nach wirklich so einem Erweckungsmoment oder nach einem Berufungsmoment. Ich glaube, dass Gott auf diese Konferenz und auch besonders jetzt heute auch was machen möchte in dieser Hinsicht. Ich bin dann mit 16, bin ich dann weiter mein Leben mit Jesus gelaufen, aber ab da war es wie lebendig, oder? Ab da war es so, wow, okay, ich bin begeistert von meinem Gott. Ich habe so gemerkt, okay, da war immer dieser Traum, ich möchte Pastor werden, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie es sein kann, weil ich war immer ein bisschen so, ich habe nicht so ganz in die Kirche reingepasst. Wir haben hier ein paar da, mit denen war ich damals schon in der Jugend, Benny, Conny, kennen wir ein paar Leute noch so hier. Und ich habe immer gedacht, okay, wie Pastor, keine Ahnung, wie soll das gehen? Ich passe echt gar nicht so klassisch in Church rein, weil das ist alles so langweilig. Ich habe irgendwie eher ein bisschen rebellisch, eher ein bisschen wilder, eher ein bisschen lauter, eher ein bisschen so edgy, ja. Und dann ist es irgendwie, habe ich mit 20 Jahren ICF kennengelernt. Ich habe gesagt, vielleicht könnte ich irgendwann mal ICF-Pastor werden. Dann war es ein bisschen so, war ein besonderer Moment, wo dann ich wirklich berufen wurde quasi ins ICF rein und wurde dann mit 21 Jahren Pastor im ICF Singen. Und heute, jetzt 11 Jahre später, ganz genau 11 Jahre ist es jetzt, bin ich verheiratet, habe 3 tolle Kinder, haben eine mega starke Kirche, ICF Schwarzwald-Bodensee mit 6 Standorten im Südwesten Deutschlands. Und ich glaube, dass so ein Herzensanliegen bei uns und bei mir ist wirklich, dass in der jungen Generation was erweckt wird. Und da möchten wir heute was anschauen in der Geschichte von König Josia in der Bibel. Und zwar, wisst ihr, König Josia war ein König, das war auch einer, der ist mit Gott gelaufen und dann irgendwann war wie so ein Erweckungsmoment bei ihm. Und ich glaube auch, dass genau das, was wir auch bei Josia sehen, auch heute hier sehen werden auch in unserem Leben, sowas dass Gott was erwecken wird. Und wisst ihr, was wir heute Erweckung nennen, war in der Bibel normales Christsein. Also was wir heute Erweckung nennen, war in der Bibel normales Christsein. Das bedeutet, wenn wir heute sagen, wow, da sind Durchbrüche passiert, da sind Heilungen passiert, da ist der Schatten von jemandem auf jemanden gefallen, der wurde geheilt. Da wurden das komplette Umfeld, die ganze Klasse hat zu Jesus gefunden. Das ist normales Christsein in der Bibel. Sowas nennen wir heute
Erweckung. Aber das ist was, wo ich sage, ich glaube dafür. Und was es dafür braucht, ist, dass dort eine Generation ist, die sagt, ich laufe kompromisslos all in für Jesus. Wir finden kein laues Christsein in der Apostelgeschichte. Wir finden nur ein, ich bin erweckt. Ich brenne für meinen Jesus. Und da glaube ich echt, dass diese Generation, hier diese junge Generation, was ist, wo Gott wirklich ein brennendes Herz gelegt hat. Und dass wir das wie auch manchmal so nur noch, wie freigesetzt werden muss. Und dass du ich glaube auch ganz viele sitzen hier drin und merken sowas, ja, ey, ich wünsche es mir. Ich will nicht einfach nur so Christ spielen. Ich möchte, dass da was echt ist, dass da was aktiviert wird. Und ich glaube genau, das ist das, was heute passiert. König Josia, ich habe dann einen längeren Bibeltext vor, der geht über 2 Kapitel. Alle gucken und denken so, okay, labert der? Nee, stimmt schon. Und zwar können wir mal in 2. Könige Kapitel 22 gehen. Es geht über Kapitel 22 und 23, aber ich pick nur ein paar Verse raus, weil sonst wäre alleine durch die Textlesung schon die Messagezeit vorbei. Mein Titel heute habe ich genannt, was passiert, wenn die Götzen fallen? Was passiert, wenn die Götzen fallen? König Josia, der wurde König in Israel nach einer eigentlich keiner guten Geschichte in Israel. Das war 300 Jahre lang Könige, die meisten sind nicht gut mit Gott gelaufen. Und die haben das Volk verführt, die sind kompromissvoll gelaufen, die hatten alle möglichen anderen Götter, alle möglichen anderen Götzen. Und dann war dort dieser Josia. 300 Jahre bevor Josia geboren wurde, war eine Prophetie, eines Tages wird ein Josia kommen und der wird das Volk reinigen und der wird das Volk rausführen und der wird dort die Altäre niederreißen und wirklich Gott wieder aufrichten. 300 Jahre später trifft diese Prophetie ein mit diesem König Josia, okay? Und da lesen wir mal in 2. Könige 22 ab Vers 1, dort heißt es, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jedida, die Tochter von Adja aus Boskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Josia wurde mit 8 Jahren König. Das ist crazy, oder? Stell dich mal vor, Bundeskanzler, mein Sohn ist jetzt 5. In 3 Jahren wird er Bundeskanzler. Ja, okay, wird es wahrscheinlich ähnlich, egal. Oh, sorry. Im SCW ist immer so Zeug gewohnt. Sorry, tut mir leid. Also, alles gut. Vergesst das, was ich gesagt habe. Okay, 8 Jahre alt wird König. Okay, 8 Jahre er wird König. Vergesst alles andere. 8 Jahre er wird König. Und es ist krass, weil wir lesen dort, er tat alles, was dem Herrn gefiel. Er hatte eine Mutter, die Gott nachgefolgt ist. Und sie tat, was dem Herrn gefiel. Und ich möchte heute ein bisschen so in dieser Predigt, ich habe nur 7 Punkte, und ich möchte dort mit uns so ein paar Stufen anschauen, so Stufen von der Erweckung von Josia. Was ist passiert bei ihm im Kleinen und was sind Schritte und was können wir aus diesen Stufen für unser Leben lernen? Und die erste Stufe, das erste ist, wenn du göttliche Ergebnisse willst, lebe nach göttlichen Prinzipien. Schreibt da mit, Leute, ich sag's euch, das ist gar nicht mal so schlecht heute. Wenn du göttliche Ergebnisse willst, lebe nach göttlichen Prinzipien. Josia, wir lesen nicht, dass er eine krasse Offenbarung von Gott hat. Er war 8 Jahre alt, Mann. Er hatte halt eine Mutter, die mit Gott war und hat halt dort einfach den Prinzipien, die sie halt von ihrer Mutter hatte, hat einfach die Prinzipien, wie man halt mit Gott lebt, einfach gelebt. Wir lesen nichts von, er hat es krass erkannt, er hat es krass gecatcht oder sowas. Aber er tat einfach, was dem Herrn gefiel. Und darum ist auch eine Sache, die ich dir sagen möchte, wenn du vielleicht manchmal denkst, ja, keine Ahnung, was sollen diese göttlichen Prinzipien? Was sollen diese Dinge? Alter, auch wenn du es gerade nicht checkst, leb einfach danach. Das ist so, manchmal ist so ein Ding, ey, wir müssen nicht immer alles komplett checken. Es kommt manchmal noch die Zeit, wenn wir es checken. Leb einfach mal danach. Leb danach, wenn deine Eltern mit Jesus laufen und die sagen, hey, sei hier vorsichtig, dann sei dort vorsichtig. Wenn deine Church sagt, wenn dein Youthleiter dir sagt, ey, Leute, bau hier keine Scheiße, Mann. Sowas, dann bau doch einfach mal keine Scheiße. Sowas, ja, das ist ein bisschen so ein Ding. So, wenn du göttliche Ergebnisse willst, und die wollen wir wollen alle den Segen, dann leb auch nach göttlichen Prinzipien. Okay? Er tat, was dem Herrn gefiel, heißt es. Und dann geht es weiter in Vers 3. Im 18. Jahr seiner Regierungszeit
Der hat schon echt lang regiert. 18 Jahre lang war er dann einfach König. Und wir lesen nicht krass von krassen Revelations, krassen Sachen, krasse Durchbrüche, die er hat. Er hat einfach getan, was Gott gefiel. Punkt. Lass uns doch einfach mal das machen. Okay? Im 18. Jahr seiner Regierungszeit schickte König Josia den Hofschreiber Schaphan, den Sohn Azil und Enkel Meschulams, zum Hause des Herrn. Er schickt ihn zum Haus des Herrn, das müssen Sie kurz hören. Er trug ihm auf, geh zum hohen Priester Hilkia und lass dir das Geld aushändigen, das in das Haus des Herrn gebracht wurde und das die Priester am Tor vom Volk eingenommen haben. Dieses Geld gibt den Männern, die die Ausbesserung des Tempels beaufsichtigen. Sie sollen damit die Arbeiter bezahlen, die das Haus des Herrn wieder instand setzen. Was Josia dann tut, nach 18 Jahren Regierung, tun, was dem Herrn gefiel, er hat immer der Tempel wichtig. Und er hat gesagt, hey, jetzt, ich möchte den Tempel wieder instand setzen. Er möchte wieder das Haus Gottes bauen. Und darum ist mein zweiter Punkt bau das Haus Gottes, weil das Haus Gottes baut dich. Wir brauchen nicht immer die krassesten Revelations über Gott. Wir brauchen nicht ein Erwecktsein, um nach göttlichen Prinzipien zu laufen. Wir brauchen auch kein Erwecktsein, um das Haus Gottes zu bauen. Es ist einfach ein Ding. Fang damit an. Und wenn du das Haus Gottes baust, wird das Haus Gottes dich bauen. Wenn du anfängst, dich in die Church zu investieren, wenn du anfängst, dich in die Jugend zu investieren, in die Youth reinzugeben, zu sagen, ich pflanze mich in diese Church, dann wird sie dich bauen. Ich hatte lange keinen Bock auf Kirche, auch bis ich 16 war, hatte ich definitiv keinen Bock auf Church, die waren auch alle super langweilig gefühlt so. Und es war irgendwie für mich so ein Ding, okay, aber ich gehe halt trotzdem mit, ich bin halt trotzdem dabei, auch wenn ich keinen Bock habe. Manchmal müssen wir durch die Phasen durch, wenn wir keinen Bock haben, und da durchbeißen und dann wird's gut. Das ist beim Sport genau dasselbe. Manchmal ist es auch, ich habe gerade keinen Bock mit Sport machen, aber es ist einfach sinnvoll zu machen. Was, ja? Und darum ist es, bau das Haus Gottes, denn das Haus Gottes baut dich. Was ist bei mir passiert? Hey, ich habe das Haus Gottes gebaut. Was ist passiert? Ich habe auch meine Frau kennengelernt. Ich sage, ist der beste Ort, um einen Partner fürs Leben kennenzulernen, in der Church. Oder hier, noch besser. So, das ist ja connected auch ein bisschen untereinander, so Singles und so weiter, ja. Komm, checkt schon mal ein bisschen ab, das passt schon. So was, ich sag's wirklich, hey, sucht Leute, die mit Jesus sind. So was, bau das Haus Gottes und das Haus Gottes baut dich. Wenn du nicht hier bist, wirst du auch keinen kennenlernen, der nicht mit Jesus läuft, oder? Also, come on. Darum, und wenn wir sein Haus bauen, baut er unser Haus. Bei mir war dann mit 16, als ich dann meinen Berufungsmoment hatte, war dann auch so, okay, ich möchte vielleicht Pastor werden, Jugendleiter, was soll ich denn machen? So, ja, wir brauchen einfach irgendeinen Dödel, der kommt vorher und macht die Salzstangen und die Apfelschorle. Geil, mach ich. Wenn es irgendeinen braucht, der das macht, ich mach's. Weil, weißt du, Berufung ist nicht Zukunft, Berufung ist Gegenwart. Wir warten häufig auf die Berufung irgendwann. Berufung fängt heute an. Berufung fängt da an im Kleinen, dass du dir für nichts zu schade bist. Sagen, hier gibt's irgendeinen Drecksjob, den mache ich. Weil dort fängt Berufung an. Josia, der repariert den Tempel und dann macht er eine Entdeckung. In 2. Könige 22, Vers 8 und 11 heißt es dann, der hohe Priester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schaphan, dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden. Er reichte es Schaphan und dieser las es. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Was dort passiert, Josia, er lebt nach göttlichen Prinzipien. Dann baut er das Haus Gottes und im Haus Gottes, während sie renovieren, entdeckt der Priester eine Schriftrolle. Entdeckt dort das 5. Buch Mose, vermutet man. Und du musst dir mal vorstellen, der war eigentlich Priester, es war eigentlich ein göttlicher König, aber die hatten die Bibel nicht. Und dann entdeckt er die Bibel quasi, liest sie vor und Hiskia und Josia ist komplett getroffen, weil das Wort Gottes seine Kraft entfaltet. Er entdeckt das Wort Gottes im Haus Gottes. Er entdeckt das Wort Gottes im Haus Gottes. Und das ist sowas, wenn wir das Haus Gottes bauen, werden wir auch das Wort Gottes entdecken. Und das Wort Gottes ist lebendig. Die Bibel, das Wort Gottes ist lebendig. Es heißt auch, es ist Leben und Geist. Das bedeutet, es ist nicht einfach nur ein Informationsbuch, sondern ein Transformationsbuch. Das bedeutet, das Wort Gottes ist lebendig, bedeutet sowas, wenn ich es auch lese, heißt nicht, dass ich immer alles check.
Aber wenn ich verstehe, es ist Leben und Geist, es bedeutet, ich nehme es auf und mit der Zeit entfaltet es seine Kraft. Mit der Zeit transformiert es etwas in mir, weil es ist ein Transformationsbuch. Es ist Leben und Geist. Heute sind alle auf der Suche nach der Wahrheit. Oh, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Soll ich dir sagen? Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, Wahrheit ist eine Person. Wir suchen überall Wahrheit. Wahrheit ist die Person. Wenn es dich nicht zu Jesus, zu dieser Person zieht, ist es nicht die Wahrheit. Und das Wort Jesus ist auch das fleischgewordene Wort, heißt es. Das bedeutet auch, die Bibel ist wie das niedergeschriebene Jesus. Und darum lass uns auch die Bibel lesen, lass uns das aufnehmen. Darum ist mein dritter Punkt, Gottes Wort aus deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort aus Gottes Mund. Gottes Wort in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gottes Mund. Gott sprach ein Wort, boom, und es wurde. Das ist so kraftvoll, weil das ist genau das, was wir mit dem Wort Gottes entfaltet, die Kraft, auch wenn wir es aussprechen, wenn wir es auf Lager haben, wenn es was bewegen darf in uns. Das heißt, auch das Wort Gottes in meinem Mund hat Power. Darum, leb nach göttlichen Prinzipien, bau das Haus Gottes, lern die Bibel kennen. Und es ist oft ein Weg, ein Schritt nach dem anderen. Und dann schauen wir mal, was passiert. In 2. Könige 22, ab Vers 18 heißt dann, aber geht zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu suchen und sagt ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels. Du hast meine Botschaft soeben gehört. Dein Herz war berührt und du hast vor dem Herrn Buße getan, als du hörtest, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe. Dass nämlich dieser ganze Landstrich verflucht und öde daliegen wird. Du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Was passiert? Das Wort Gottes, kann man wirklich sagen, ist geschehen an Josia. Und was passiert ist, dass es ihn damit in Buße gezogen hat. Das heißt, manchmal, wenn uns das Wort Gottes trifft, boom. Vorher hatte ich alles mögliche, ich bin nach göttlichen Wegen gelaufen und so weiter und plötzlich trifft mich das Wort Gottes. Und ich merke plötzlich, oh Mann, es passt gar nicht, wie ich gerade laufe. Es passt gar nicht, wo wir gerade unterwegs sind. Und dann trifft es uns und dann ist die Frage, gehen wir daran mit nur Reue oder mit Buße? Darum ist mein 4. Punkt, Reue verändert nichts, Buße transformiert dich. Ganz wichtiger Punkt, wir haben heute eine Zeit, wir haben keine Buße mehr, wir haben meistens nur noch Reue. Reue ist, oh Jesus, es tut mir leid. Und ich mache trotzdem einfach weiter. Oh Jesus, oh, es tut mir leid. I wanna make room for you. Shit, schon wieder passiert. Jesus, tut mir leid. I wanna make room for you. Buße heißt, oh, Jesus, tut mir leid. Ich tue alles, kehre um und verändere meinen Weg. Das ist Buße. In der Buße ist die Vergebung, nicht in der Reue. Es braucht nicht nur Reue in unserem Leben, zu sagen, oh Jesus, ich mag es halt so nicht. Ich will mir keine Pornos reinziehen, sondern was ist? Buße heißt, ich verändere etwas. Reue ist dieser schöne Mechanismus, dass wir sagen, ja cool, ich muss ja nichts machen, es muss mir ja nur leid tun. Weißt du, Buße, es ist nicht nur Jesus tut mir halt leid und das war's, sondern Jesus, ich hasse diese Sünde. Buße heißt nicht, dass ich alles schon auf die Reihe kriege. Aber Buße heißt, mein Herz will, dass es alles auf die Reihe bekommt. Buße heißt nicht, ich kann schon alles, sondern Buße heißt, mein Herz will jetzt alles. Wisst ihr? Dass mein Herz sagt, Jesus, es tut mir leid, ich möchte nach deinem Weg laufen. Jesus, ich möchte nach deinen Prinzipien laufen. Jesus, ich möchte hier sauber unterwegs sein. Ich verändere jetzt alles. Er tut Buße und dann geht es weiter. In 2. Könige 23, Vers 2-3 heißt es dann, da zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und den Propheten und dem ganzen Volk, vom einfachsten Mann bis zum vornehmsten, hinauf zum Haus des Herrn. Dort las der König dem Volk das ganze Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Apropos, die Bibel war eigentlich ein Hörbuch. Nur wenige haben es gelesen, die meisten haben es gehört.
Er nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart des Herrn. Er gelobte dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote, Vorschriften und Gesetze von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu befolgen. Damit bestätigte er alle Bestimmungen des Bundes, die in dem Buch niedergelegt worden waren. Und auch das Volk gelobte, den Bund zu halten. Also er nahm das Wort, er tat Buße, er erneuerte den Bund, er nahm seinen Platz ein. Wir sind manchmal in einer Zeit, wo wir es gerne auf andere abschieben. Es fängt immer mit mir an. Es fängt immer mit dir an. Wir können nicht erwarten, dass Deutschland anders wird, wenn es nicht mit uns anfängt. Wir können nicht erwarten, dass es in der Schweiz anders wird, wenn es nicht mit dir anfängt. Es braucht deinen Schritt. Es braucht, was tun wir? Nicht nur zu beklagen, es braucht nicht nur zu beklagen, oh, meine Youth, das ist halt so und so. Na, was ist, wenn du der Anfang machst? Was ist, wenn du der Erste bist? Und hier ist ein massiver Shift, hier ist ein massiver Wendepunkt in der kompletten Geschichte. Weil an diesem Punkt, da hat Josia bisher erst mit Gott gelaufen, ihm war irgendwie Gott wichtig, er tat Buße, er hat den Bund erneuert und dann plötzlich, er bringt das ganze Volk dafür hin und sagt, und ich lese euch vor, ich tue das alles jetzt, aber wir als ganzes Volk tun es jetzt auch. Das heißt, dort passiert etwas, es shiftet sich von ihm zu allen. Und darum deine ganze Hingabe, deine komplette Hingabe an Jesus verändert nicht nur dich, sondern dein ganzes Umfeld. Wenn dein Leben geschiftet wird, wird deine Familie verändert, wird deine Klasse verändert, dein Berufsumfeld verändert, wird dein Sportverein verändert, wird dein Einflusskreis verändert. Hey, wir schulden es der Zeit, wir schulden es unserem Jesus, der alles für uns gegeben hat, zu sagen, ja, und ich gebe alles für dich, Jesus. Dass in meinem Umfeld alles verändert wird. Wenn ich so denke, Jesus hat in 12 Jünger investiert, aus denen 12 ist die Welt verändert worden. Was wäre möglich, wenn hier nur 12 radikal transformierte und veränderte Leben rausgehen würden? Ich glaube, darum ist diese Message für hier, für uns und für diese Generation wie diese Josia-Generation. Ich glaube, das ist wie der Titel ist für unsere Generation. Diese Josia-Generation, das wirklich eine junge Generation ist. Sie sind jung, aber die leben radikal all in für Jesus. Und dann plötzlich kommt nochmal ein Shift-Moment, wo sie merken, wow, hoppla, es geht ja nicht nur, dass ich all in für Jesus lebe. Was ist, wenn ich mein komplettes Umfeld all in für Jesus hinbekomme? Und diesen Aspekt, den betonen wir sehr wenig. Ich glaube an eine Josia-Generation, die aus diesem Ort hier herausgeht, dass Leute in Berufung kommen, all in zu sein für Jesus, wirklich das Reich Gottes zu bringen in die Medien, in die Musikbranche, in die Kunst, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Bildung, in die verschiedensten Gesellschaftszweige, zu sagen, dass hier Berufungen liegen an diesem Ort, die wie entfacht, wie erweckt werden dürfen. Wie bei so einem Josia, der plötzlich merkt, boom, und jetzt öffnen sich die Augen. Und ich merke plötzlich, okay, ich bin zwar nach göttlichen Prinzipien gelaufen, mega, aber jetzt bringen wir es auf ein komplett anderes Level. Jetzt passiert etwas, was wir in diesem Land noch nie gesehen haben. Und zwar werden dort dann, es geht weiter, ich möchte uns mal ein paar Verse vorlesen. 2. Könige 23, Vers 4-8, weil Josia merkt, und jetzt shiften wir was. Da heißt es, dann befahl der König dem hohen Priester Hilkia, den obersten Priestern und den Priestern am Tor des Tempels, sämtliche Gegenstände, die bei der Anbetung des Baal, der Aschera und der Mächte des Himmels verwendet wurden, aus dem Tempel zu entfernen. Er ließ sie außerhalb von Jerusalem auf den Hängen des Kidrontals verbrennen und brachte die Asche nach Bethel. Lass uns mal kurz diese Texte bitte auf uns wirken, okay? Kannst einfach mal, er setzte die Götzenpriester ab, die von den Königen Judas ernannt worden waren. Sie hatten vor den Höhenheiligtümern in den Städten Judas und in der Umgebung von Jerusalem standen, Weihrauch verbrannt und dem Baal der Sonne, dem Mond, den Sternbildern, der Umwelt, den Mächten des Himmels geopfert. Der König ließ das Aschera-Bild aus dem Haus des Herrn entfernen, aus dem Haus des Herrn. Da waren Götzenbilder, da waren Götter aufgerichtet im Haus Gottes.
Er ließ es dort entfernen und aus Jerusalem hinaus an den Bach Kidron schaffen, wo es verbrannt wurde. Dann ließ er es zu Staub zermahlen und der Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Auch die Wohnungen der männlichen Tempelprostituierten, die sich innerhalb des Tempelbezirks befanden und in denen die Frauen Gewänder für Aschera webten, ließ er einreißen. Alle Priester, die in den anderen Städten Judas lebten, ließ Josia nach Jerusalem zurückholen. Er entweihte die Höhenheiligtümer, vor denen Weihrauch verbrannt worden war, von Geba bis nach Beersheba. Auch die Höhen der Feldgeister im Eingang zum Tor Joschuas, des Statthalters, ließ er zerstören. Dieses Tor befand sich zur Linken, wenn man zum Stadttor hingeht. Und es geht noch viel, viel, viel weiter. Da wird einfach nur beschrieben, Verse lang, wie Josia aufräumt. Wie er einfach die ganze Altäre und Götter nimmt und einreißt. Wie die ganze falsche Anbetung nimmt und einfach zerstört, zermalmt. Dort sagt, okay, das Tempelprostitution, da wird sexuell komisch gelebt im Haus Gottes. Das reißen wir alles ein, diese Kacke. Da sind falsche Dinge aufgerichtet. Das wird alles jetzt zerstört. Da werden die Altäre niedergerissen, wo Dinge geopfert wurden, sowas. Hey, und es geht noch viel weiter, und das Volk reißen alle Konkurrenz zu Gott nieder. Und dann ist ein 5. Punkt, reiß alle falschen Altäre ein, denn Kompromiss ist die Sprache des Teufels. Reiß alle falschen Altäre ein, auch in deinem Leben, denn Kompromiss ist die Sprache des Teufels. Ja, das dürfen wir hören, dass wir wissen, okay, wenn ich all in für Jesus laufe, heißt es, ich lebe nicht in der Konkurrenz. Christen haben die Möglichkeit, 2 Herren zu dienen. Die Welt hat nur die Möglichkeit, einem Herrn zu dienen. Und der eine Herr, wissen wir auch, was das für ein Herr ist, dem die Welt dient. Aber wir Christen können diesen 2 Herren dienen. Was es bei uns braucht, ist zu sagen, ich diene nur meinem einen Herr, meinem Herr Jesus. Josia lebt in einer radikalen Zeit, darum braucht es eine radikale Antwort. Und ich glaube auch, wir leben in einer radikalen Zeit, die ist so radical, Leute. Ihr wisst selber auch. Die ist so radikal, die Zeit, in der wir leben. Es braucht eine radikale Antwort. Es braucht eine All-in-Antwort. Es braucht nicht, die Welt ist so radikal. Es reicht nicht, wenn wir als Christen sagen, ja, okay, ich lebe halt mit Jesus und. Das heißt Jesus, Punkt. Es heißt nicht, ja, okay, ich lebe so ein bisschen meinen Churchy-Lifestyle, so, hab ein bisschen so meine Christenmaske drauf. Nein, sondern es geht einfach nur, entweder Jesus, aber dafür nichts anderes. Mein Jesus, ganz oder gar nicht. Diese Altäre sind Dinge, die die Aufmerksamkeit von Gott wegnehmen. Und hier geht es nicht um ein schlechtes Gewissen zu machen, wir kennen ja die ganzen Dinge und so weiter. Aber wir müssen manchmal checken, ja Mann, manche Dinge sind eine Konkurrenz. Manche Dinge sind wirklich Altäre in unserem Leben, die wir haben, die eine Konkurrenz zu Gott sind in meinem Leben. Und die uns abhalten davon, ganz für Jesus zu laufen. Ja, so wir sehen Social Media, oh my goodness, was ist das für ein Götze teilweise geworden. So dass auch einfach dir mal, entfolge mal Seiten, die dich nicht näher zu Jesus bringen. Ganz basic, banale, platte, einfache, simple Steps. Reduziere mal schlechte Einflüsse. Überleg dir mal, ist Social Media eine Plattform, wo Jesus groß gemacht wird oder halt irgendwas anderes? Die ganzen Themen wie Sex, oh my goodness, lass uns leben in göttlichen Konstellationen und nach göttlichen Prinzipien. Und lass uns da nicht anfangen, irgendwie da wieder Kompromisse zu machen. Wenn du ein scheiß Loch ins Boot bohrst, geht das ganze Boot unter. Bohr dir kein Loch ins Boot. Das kannst du machen, bist halt dumm. Okay, also wir machen hier weiter noch kurz. Mein 6. Punkt ist, setze deinen Glauben über deine Beliebtheit. Setze deinen Glauben über deine Beliebtheit. Jesus sagt, wenn wir ihn lieben, wird uns die Welt hassen. Lass uns das einfach mal so wörtlich nehmen und sagen, okay, was ist, wenn ich Jesus liebe? Kann es sein, dass mich mein Umfeld hasst? Ja, wir müssen ja als Christen nicht extra dumm sein. Nicht so extra blöd, offensiv, dumm, sowas sein. Ja, man kann wirklich auch dumm sein. Aber manchmal ist es so, wenn du keinen Gegenwind bekommst, kann es sein, dass du in die falsche Richtung läufst. So dass wenn du keinen Gegenwind bekommst für deine Überzeugung mit Jesus, kann es sein, dass du in die falsche Richtung läufst. Und Josia, da heißt es dann in 2. Könige 23, 25, keiner der früheren Könige war wie Josia gewesen. Keiner, nicht mal König David. Denn er wandte sich wirklich
von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Crazy, oder? Dieses mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft sagt Jesus als das erste Gebot. Was ist das wichtigste Gebot? Liebe Gott. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das bedeutet, wenn wir wissen wollen, was heißt es, Gott zu lieben. Ja, Nächstenliebe ist ja mittlerweile ist die Nächstenliebe wichtiger geworden als die Gottesliebe. Leute, wir müssen aufpassen, dass immer noch Gott die erste Liebe ist, gell? Gott ist die erste Liebe. Ich liebe ihn als erstes, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Wenn du wissen willst, was es heißt, guck das Leben von Josia an. Das brauchen wir heute. Das erste, Jesus zu haben. Und wisst ihr, lasst uns lieber niemand auf Erden, aber ein Star im Himmel sein, als ein Star auf Erden und ein Niemand im Himmel. König Josia, der war sicher auch nicht beliebt bei allen, vor allem von den Priestern, wo er die Dinge niedergerissen hat. Aber er war ein Star im Himmel. Was wir dort sehen, so einen gab es nie wieder. Mein letzter und 7. Punkt ist, geh all in oder all out. Geh all in oder all out. Und ich möchte dich einladen, heute eine ganze Entscheidung für Jesus zu treffen. Eine komplette, Leute, heute kein Jesus und von heute an Jesus, Punkt. Jesus hat gesagt in Lukas 14, Vers 33, genau so kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Wir können nicht seine Jünger sein. Wir können nicht sagen, ich laufe mit Jesus, ohne mit ihm zu laufen. Jesus nachzufolgen heißt ihm nachzufolgen. Und es ist das Beste, das Kostbarste, das Schönste, was es gibt. Es ist das Schönste, was es gibt, mit unserem Jesus zu laufen. Ich glaube, wir haben eine Generation, die möchte hören und möchte herausgefordert werden, möchte Aktivierung haben zu, ich will all in, ich weiß aber nicht wie. Und ich glaube, ganz viel passiert im Geist, im Inneren. Und lass uns dort, da möchte ich auch heute wirklich beten, dass in deinem Inneren, wenn du merkst, ich möchte Jesus, ich suche dich, dass hier wie so ein Schlüsselmoment ist. Weißt du, diese Sehnsucht im Herzen, das ist wie manchmal, wie wenn in unserem Herzen so ein Schließfach ist. Und du staust es dir an, diese Sehnsucht, aber es kommt noch nicht raus. Du sagst nicht, Jesus, ich möchte all in gehen. Und irgendwann gibt es so Momente wie hier, wo jemand kommt und auch betet und einen Schlüssel hat, dass das Schließfach aufgemacht werden kann, dann kann es released werden. Und dafür glaube ich, darum ist es so wichtig, dass wir die Dinge manchmal im Herzen tragen und sagen, ja, und dann muss es muss Gott hervorbringen. Ich habe uns hier, ihr fragt euch bestimmt schon die ganze Zeit, was denn hier Hoffmanns Reisstärke. Ich habe uns hier eine Kiste dabei. Und ich habe uns dort eine Lösung. Ich habe uns dort die Lösung dabei. Ich habe eine Sache gibt es. Die habe ich dabei, wo ich sage, die wird dein Leben komplett verändern. Diese Sache, die wird dein Umfeld komplett verändern. Die Sache hier, die wird die Berufung komplett durch die Decke gehen lassen, wenn dort eine ganze Hingabe mit Jesus ist. Sind wir bereit? Seid ihr bereit? Ja? Wisst ihr, was es? Ich weiß, es blendet. Ihr seht auch blendend aus. Aber wisst ihr, es braucht deine Entscheidung. Es liegt an dir auch, ob du sagst, ja, ich gehe all in oder nicht. Jesus drückt es dir nicht auf. Er bietet es dir an. Wenn du die Entscheidung triffst, all in zu gehen, dann möchte ich jetzt dir die Möglichkeit geben, das zu tun. Und zwar möchte ich jetzt beten, und zwar, dass du diese Konferenz nicht nur als eine Konferenz hast, sondern zu einem Commitment machst, wo wirklich was transformiert wird. Ich möchte ganz kurz erklären, wie wir an Jesus glauben. Gott liebt dich und mich so sehr, er möchte eine Beziehung mit dir. Aber unsere Sünde trennt uns von Gott. Und darum sind wir getrennt von ihm und können nicht mehr zurück zu ihm. Darum sind wir immer auf einem niedrigen Liebespegel,
weil wir sind nur ausgelotet auf das Liebespegel, das Gott hat und uns geben kann. Und wir sind getrennt von ihm. Das stört Gott so sehr. Und er sagt, ich möchte, dass da eine Lösung reinkommt. Und so wurde Gott selber Mensch. Jesus kam auf diese Erde und hat gesagt, ich sterbe am Kreuz für deine Sünden, dass dir vergeben werden kann und wieder eine Beziehung mit Gott entsteht. Und so heißt es, so ist Jesus dann am Ende auch von den Toten auferstanden, dass du jetzt ein neues Leben haben kannst. Und das ist am Ende des Evangeliums, heißt, Jesus, du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dass du wieder in die Beziehung mit Gott kommen kannst, in ein neues Leben, dass du plötzlich ins Königreich Gottes versetzt bist und dort ihn repräsentierst. Und die Frage ist einfach an dich, möchtest du heute das beste Geschenk des Lebens annehmen? Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.